Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film läuft. Wen sich gesehen wird, no Monster Action, riesig Bestien, die schon panzern, dann seht ihr vielleicht mit Godzilla X Kong auf der richtigen Platz. Was mir lo alles in dem Film gefallen hat, aber nicht, da erzählen ich lo an dieser Episode. Schon mal merci u Kinepolis, die als 2 Tickets bereitstellen, die dir gewonnen könnt, für an die Kino zu gehen. Bleibt dann einfach ein bisschen am Video drin am Laufe von dieser Episode, so nicht ihr schwer dann an die Kommentare tippen müsst, für dass ihr das Ticket gewonnen könnt. So, wo fängt wir an? Ja, Godzilla ist halt immer so eine Sache, ne? Das ist immer so ein bisschen, für allem die Laststeller sind richtig ob Panz. Also es gehen ja Monsterkloppe ist halt so unter Tagesordnung. Und das ist auch gut so. Und natürlich auch, dass wie Gareth Edwards das am Anfang gemacht hat, ein bisschen mysteriös, ein bisschen seriös. Das steht dem Ganzen auch gut. Trotzdem entwickelt sich der Film gerade in eine Richtung, wo es wirklich trashig wird. Mir das ist auch nicht schlimm. Trash ist vielleicht genau das Richtige, was das Franchise braucht. Godzilla ist ja auch ein bisschen aus der Vergangenheit, aus einem Trash heraus entstanden. Und ich fand das ganz cool, wenn das so etabliert wird. Das heißt, wenn ihr wirklich einfach nimmt, an die Kino geht, für das ihr so den riesigen Titanen nur gucken kann, wie ein Schnissstecker gehen. Los, ich jetzt kurz zusammenfassen, um was es am Film geht. Der Kong, den ist an der Hohlerde, den hast du ein bisschen ob der sich nur seiner Familie oder seines Gleichen. Und ja, möchtest du sein Daily Business, Monster fressen, ja, mal gucken, was du in so hast. Dann hast du Godzilla auf der Oberfläche noch immer umschlummern, aber wart immer drauf, dass irgendwo ein Titan sich schmelzt an hinter könnt an den dann auf Panzer. Lo könnte Kong zum Beispiel halt so mal Rem und Doberflash, wann dem irgendetwas fehlt. Lo hätten zum Beispiel ein Zandweh, an dem muss ihm gezugehen an den Ersatz kriegen. Dann gehen sie bei den Titanendoktor, also da könnt den an den hilft dem Ganzen dann. Und du kriegen sie irgendwann aus der Hohlerde, kriegen Menschen dann so ein Signal. Ein ganz komisches Signal. Und ja, denn Godzilla schenkt das auch ein bisschen an Obrot zu bringen, weil den aus NRW berät sich ob irgendetwas für. Was der Lodo an der Hohlerde do lauert, ob was als Protagonisten da lo treffen, das gesehen dann an Godzilla X Kong The New Empire. An dem Film, der besteht ein bisschen so aus 2 Teilen, kann ich so, ne? Wirklich, wie gesagt, den trashischen Faktor, wo dann immer auf den Schnitt gehen, weil der CGI-Spektakel ist und irgendwie ganz spaßig ist, und noch Angel muss so gut ausgesehen, das ist ein bisschen ein quietschbunter Look, das muss einem gefallen. Aber nicht, ja, dann ist ein High vielleicht unter falscher Adresse. Und dann ist aber den zweiten Teil, wo die Menschen mehr eine Rolle spielen. Und das fällt irgendwie negativ an Gewicht. Die Leute, die du, also die Story, die du gemacht hast, die hält sich so super echt. Alles also super seriös und passt gut nicht an den Kontext von dem ganzen Film. Just den Trapper, den dann halt den Titanen deren Doktor spielt, den ist halt ein bisschen so aus 4 und den hält alles ein bisschen locker, holt man einen Spruch auf Lager und ist halt, ja, passt sich dumm oder besser an das Gefühl von dem Film ran. Wenn der Alkes, wenn ihr so die ersten Szenen hört, da sehen den sich auf die Szenen dabei, wo ihr seht, so Login darum auf Panz. Das ist wirklich schön, weil es dauert bald 2 Stunden und du seht den, du kennst ja noch so eine Viertelstunde Mann, wie du gut gewesen und du hier dann aber noch ein bisschen mehr an Action-Sequenzen rangegangen, noch ein bisschen besser Finisher vielleicht angebaut. Und da wird das Ding rumgewischt. Also du könnten sie sich ruhig trauen zu sagen, okay, komm her fuhren, die ganz seriöse Schiene, die sie probieren da aufzubauen, von das komplett zurück, gehen 100% auf den Trash-Faktor. Damit wären sie mengenisch ganz gut bedingt. Was halt definitiv auffällt, ist, dass sie ein bisschen beim James Gunn gekneipt tun, weil so die Needle Drops, also so Lieder, die halt jeder kennt oder die, der wisst, was ich meine, einfach normal Lieder eben, die dann so während den Action-Sequenzen rankommen. Ja, das ist halt so ein bisschen aus Guardians of the Galaxy, ja noch ein Trapper, gibt mal so ein bisschen Star-Lord-Vibes. Aber ich fand das doch nicht schlimm, das passt dann an die ganze Story, passt das schon ganz gut ran. Da vielleicht wird nichts, wann es auch im Godzilla geht, vielleicht noch ein bisschen mehr Godzilla dran. Das ging dem Ganzen auch gut durch. Insgesamt als Zeitmanagement ein ganz komischer Faktor an dem Film. Weil der Film ist schon bald so halschend rüber, da guckt ihr noch Dauer und seht ihr sich,
passiert da lo nach enke bis mit dem großen neuen Antagonist. Also ich in den Trailer gesehen hat, die weiß sowieso wat könnt, ne? Das schüss nach, also später hin könnt nach ein kleine Überraschung, die ich nicht werde erzählen, weil das ja bewusst da wahrscheinlich nicht am Trailer gebaut, für das in einer kleinen Überraschung am Film wird. Aber trotzdem, also halt so die echt haltend vergeht eben und Menschen vergeut, und dann davon richtig so las gehen, dann hast du Film schon zu halt schon drüber. Aber das alles fand ich nicht so dramatisch. Das wirklich, ich meine, jeder, der Godzilla X Kong an die Kino gucken geht, den Dat an die Kino gucken geht, die weiß ja aber auch ein bisschen was auf den Durchkommen. Ne? Ich will kein irgendwie eng seriöse Geschichte erleben. Jeder, den Trailer gesehen hat, die weiß, was ob ihn durchkommt, und den hat halt einfach gerne Spaß. Und du kann der Film aber trotzdem punkten. Auf jeden Fall, auf der riesigen Leinwand, du können zu gucken, wie das Spektakel do sich so auflebt, das hat Bock gemacht. Wenn es rabbelt, erkracht, du wennst auch am Laser Ultra ist das absolut guckenswert, wenn du Sitzer vibrieren, wenn du so Schlagabtausch könnt, das ist halt einfach geil. Und das, du hunsch mich selber noch dabei erwischt, wie scheinst du suchst und hun einfach ein bisschen grinsen, weil man kannst dann an denen Sequenzen einfach so Bock gemacht wird. Weil das ist kein Meisterwerk, das ist kein heisch Kunst, das soll einfach Spaß machen. Und das möchtet und in den meisten Plätzen möchtet das. Und du willst hoffentlich, wenn der nächste Film dann können, und ich denke, wahrscheinlich werden sie das Franchise dann noch weiterführen, dann May Trash. Nach May Trash. Es gibt wirklich kitschig, dumm, blöd, und hut einfach Fun bei dem Film. Und voilà, du wenn das Godzilla X Kong denk nicht, wann da so etwas gucken wild gehen, dann hast du Kino genau die richtige Platz dafür. Wann da dann nur die zwei Tickets gewonnen will, dann muss da mal just so, was ihre Lieblings-Godzilla bislo so aus. Du kannst da wirklich von weit zurück an Vergangenheit, wo du so, Mann, die Age-Adaptionen waren noch immer die allerbest. Könnt ihr mal gerne in den Kommentaren sagen. Oder wenn er dem Gareth Edwards sein am besten von tut, wie auch immer. Roland Emmerich, du bist kein Fan von, ne? Aber trotzdem. Oder aktuell den Godzilla Minus One, den ich leider noch immer nicht gesehen habe, den auch aktuell nicht so einfach zu gucken ist. Die Hunde schon ganz viel Positives hören. Es sind halt fleißig auf der Sicht noch, wo ich mal den ranzählen kann. Oder du einen Tipp hast, könnt ihr mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, wo ich mal den ranzählen kann. Voilà, und da ging ich so, und da war er doch schon mit dieser Episode, wie gesagt, denkt dran zu kommentieren, für die 2 Tickets können zu gewinnen. Und da ging ich so, und da verabschiede ich mich, und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Godzilla X Kong, The New Empire. Ciao!